Zum Glück ist Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger. Jeden Freitag hat die Menschen im Studio, die die Woche mitgeprägt haben. Menschen aus der Bankenwelt zum Beispiel. Schon wieder baut ja eine Schweizer Grossbank Stellen ab. Die Credit Suisse entlässt 1500 Leute. Das ist für den Ex-UBS-Chef Oswald Grübel keine Überraschung. Die Entlassung war eine Solidaritätsgeste meiner ehemaligen Kollegen. So wie ein Israeli vor 1000 Palästinenser getauscht wird, so werden für einen UBS-CEO 1500 Banker bei der CS entlassen. Tausende Banker ohne Job. Wo finden die jetzt ein Nestli? Unser Lieblingsbiologe und Fernsehkollege Andreas Moser hat Feldforschung betrieben. Das ist wie in der Tierwelt. Weil das Revier nicht genug Nahrung für alle bietet, werden dort immer wieder Jungtiere aus dem Rudel vertrieben. Die kleinen Schlawinen müssen dann ganz alleine jagen. Die Forschung aber weiss, dass Gefahren für die Investmentbanker besonders gross sind. Bei denen ist die soziale Oder stark verkümmert. Darum können sie sich nur schwer ins Rudel integrieren. Schwierige Zeiten also für Banker, aber nicht nur, auch für Pendler, die weniger Abzüge bei den Steuern machen können. So will es der Bundesrat. Spüren wird der kleine Steuerabzug sicher der Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal. Er ist beruflich ja viel in der Schweiz unterwegs. Ratata, ja, ich komme nicht raus. Wieso profitieren nur Pendler? Was ist mit der Hellseher oder der Wünschler oder der Gänger? Steuerabzug? Und wieso nur Abzug? Wieso nicht Abkur oder Tussis? Ums Geld geht's auch FDP-Politiker Otto Ineichen, der Massnahmen gegen das günstige Einkaufen in Deutschland fordert. Jeder soll nur 1 Kilo Fleisch über die Grenzen in die Schweiz bringen. Der Kommentar vom Weltwochenchef Roger Köppel. Die Sache ist die, ein klassischer FDP-Widerspruch. Weniger Staat propagieren und gleichzeitig den Staat ausbauen. Um was geht's? Der freie Bürger soll doch so viel Fleisch einführen dürfen, wie er will. Ob die Frau von Thailand, von den Philippinen, von Russland oder Süddeutschland kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Griechenland diese Woche weiter in der Krise. Kann die EU die Griechen und den Euro noch retten? Nützt der finanzielle Rettungsschirm? Politiker schlagen Alarm. Der SP-Präsident Christian Löwra. Ich protestiere. Die Armut ist ungerecht verteilt. Wieso nur Griechenland? Wir Kommunisten fordern, dass die EU mehr Gerechtigkeit statt mehr Geld bietet. Armut für alle statt für wenige. Der SVP-Vordenker Christoph Mörgeli wie immer nicht ganz auf der gleichen Linie wie der Herr Löwra. Ja, wissen Sie, Frau Lutherschlager, wir in der Schweiz wären heute gleich blöd dran wie die Griechen, wenn wir damals dem EWR beitreten wären. Unser Christoph hat aber eine Vision gehabt, hat das Unglück gesehen, hat hellseherische Fähigkeiten, wie der Mike Shiva, einfach nicht so tuntig, verstehen Sie? Das ist Stichwort, wir bleiben beim Sport. An den Swiss Indoors hat einer der Konkurrenten von Roger Federer Vorfeld gegeben. Der Andy Murray hat eine Verletzung am linken Gesäßmuskel wegen einer komischen Bewegung im Bett. Kommentar Federer? Ja, oder? Ich meine, das ist total hart für mich, oder? Ich reiss mir da auf dem Center Court meinen eigenen Arsch auf, oder? Und es geht den Leuten total am Arsch vorbei, oder? Ist doch klar, die Sache mit dem Arsch stinkt zum Himmel, oder? Die gute Nachricht von der Woche, die Schweiz ist laut der Transparency-Studie offiziell das unkorrupteste Land der Welt, neben Holland. Das freut besonders auch Ausländer in der Schweiz, wie der Fußballtrainer der Ottmar Hitzfeld. Ja, das trotz der FIFA, wo man Geld im Kuvert umeinander schickt und das als Rettungsschirm für die Griechen. Aber das Traurige bei dieser Sache ist, dass bei uns nicht beschissen wird und die Schweizer Mannschaften wirklich so katastrophal spielen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger.